Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße euch recht herzlich zum Jungfrau-Zeitung Panorama hier aus Meiringen. Heute haben wir für euch in der Sendung gemeinsam auf dem Weg zum CO2-neutralen Berner Oberland, gemeinsam auf dem Weg zum Erfolg im Futsal. Vor rund 4 Jahren hat die Regionalkonferenz Oberland-Ost zusammen mit dem Kanton und der Universität Bern und der Wyss Akademie das Projekt CO2-freie Tourismusregion Oberland-Ost lanciert. Am letzten Mittwoch hat zu diesem Thema ein Vernetzungsanlass im Kursaal Interlaken stattgefunden. Meine Kollegin Kim Franzen war vor Ort und hat mit dem Stefan Schweitzer, dem Geschäftsführer der Regionalkonferenz, über das Projekt geredet. Genau, von neuen Highway vom Klimawandel. Und dort geben wir ganz sicher den Vollgas, das kann ich sagen. Merci. Wir wollen möglichst viele Projekte umsetzen in der Region, wo wir einerseits Klimaschutzmaßnahmen, aber auch Adaptionsmaßnahmen machen können. Also einerseits geht es um Anpassungen an Klimawandel, und das ist heute eine Tatsache. Aber wir müssen auch schauen, dass wir CO2 senken können. Das heisst, es gibt auch Projekte, wo wir neutraler werden und kein CO2-Ausstoß mehr wollen. Künftig in der Region. Unsere Region war immer so ein bisschen als Pionierregion unterwegs gewesen, und wir haben vor gut 4 Jahren bei unserer Entwicklungsstrategie gesagt, das ist ein Thema, das wir angehen müssen. Wir haben das Ziel gesetzt, CO2-neutrale Tourismusregion zu werden. Und dann hat sich ergeben, dass mit der Wyss Akademie und mit dem Amt für Umwelt und Energie so ein Projekt lanciert werden konnte und auch mit der Uni Bern in Begleitung dann wirklich die erste Phase jetzt aufstarten. Also die Wyss Akademie möchte neue Lösungswege zeigen zwischen Natur und Mensch. Wie lösen wir uns von Interessenkonflikten zu gemeinsamen Lösungen entwickeln und die konkret im Feld umsetzen? Wie kam es zu der Zusammenarbeit? Es gab eine Schlüsselperson, die Hans-Jürgen Wyss kannte und immer noch kennt, Daniel Busach. Und das hat dazu geführt, dass es einen Austausch gab mit Peter Messerli, mit der jetzigen Direktor von der Wyss Akademie. Und aus dieser Diskussion ist auch eine Feldreise in Kenia organisiert worden und mit verknüpft auch ein Businessplan. Und das hat dazu geführt am Schluss, dass Hans-Jürgen Wyss eigentlich 100 Millionen für 10 Jahre versprochen hat für die Schaffung einer neuen Institution, die nicht nur rein Schutz macht, sondern Schutz und Nutzung kombiniert und neue Lösungswege identifiziert, umsetzt im Partizipationsprozess mit den Gesellschaften, die vor Ort die Herausforderung anpacken wollen. Von Klimafragen wechseln wir jetzt zum Sport und der genauer zu Futsal, einer Variante von Hallenfußball. Dem Damenteam von Futsal Minerva ist die Göpp-Premiere geglückt. Jetzt steht das erste Meisterschaftsspiel vor der Tür. Mein Kollege der Manuel Moser war vor Ort und hat sich die Vorbereitung angeschaut und ist der Frage nachgegangen, wo das Team her will und wo es steht. Die Futsal-Szene in der Schweiz wächst. Ist die Entwicklung auch bei den Damen erkennbar? Ja, definitiv. Es zeigt ja, dass wir jetzt echt 2 Gruppen haben. Wir haben eine Ost- und eine Westgruppe mit irgendwie je etwa 7 oder 8 Mannschaften. Wir haben viele ehemalige Nationalliga-A-Spielerinnen, die langsam ins Futsal kommen. Caroline Abbé beispielsweise, die jetzt spielt, oder neuerdings anscheinend Malin Gut, die von Arsenal direkt in die Schweiz ist gekommen und jetzt entschieden hat, ich mache mal im Futsal mit. Also das ist natürlich cool, auch für die jungen Spielerinnen, jetzt zum Beispiel bei uns, bei Minerva, gegen so Spielerinnen dürfen spielen, ist natürlich schon ein Highlight. Kannst du etwas sagen zur Konkurrenz? Was sind so die stärksten Konkurrenten? Ja, ist natürlich das Derby gegen Mopulu, Uni Bern ist immer heiß und die sind wirklich auch immer jetzt die letzten Jahre auch mit vor dabei gewesen. Dann gibt es eben Teams wie Piranhas, die eigentlich vor allem fast eine Beachsoccer-Mannschaft ist, wo aber auch ehemalige gute Fußballerinnen drinnen spielen. Oder eben Charmy aus der Region Genf-Servet, wo jetzt eben Caroline Abbé so spielt, wo sehr gut sind. Also sie sind fast ehemalige Servetien-Spielerinnen. Das sind Namen unter anderem, die man kann nennen kann, die zur Konkurrenz zählen. Aber ich glaube, wir messen uns nicht unbedingt an dem. Wir wollen selber in unserem Universum Fortschritte machen, uns Jahr für Jahr sukzessiv verbessern und natürlich auch neue Spielerinnen gewinnen, die Freude haben am Futsal. Das ist eigentlich vordergründig jetzt mal das Wichtigste und ich glaube, das andere gibt sich dann von alleine.
Du als ehemaliger Spieler der ersten Mannschaft, Herrenmannschaft, inwiefern denkst du, dass du die Frauen weiterbringen kannst oder vielleicht auch in welchem Bereich kannst du weiterbringen? Ja, ich glaube eben vor allem die Essenz vom Futsal, oder? Dass man das weitergeben kann. Eben gemeinsam mit Marco, dem Assistenztrainer oder Goalie-Trainer, dass wir einfach den Frauen wirklich das so ein bisschen zeigen, was Futsal ist, was Futsal ausmacht und dass sie eben viele Sachen können adaptieren in Fußball. Und das ist eine generelle Message, die ich möchte übermitteln möchte. Futsal ist zwar eine eigene Sportart, aber man kann sehr viel davon profitieren und mitnehmen in den Fußball, sei es was das Kognitiv anbelangt, Handlungsschnelligkeit oder auch Intensität auf kurzen Räumen. Oder? Und ich glaube, das ist das, was wir vermitteln wollen. Ob das Wetter am Wochenende eher für Hallenfußball oder doch für eine Outdoor-Aktivität ist, das seht ihr gerade anschliessend in den Prognosen. Ich wünsche euch so oder so jetzt schon einen grusamen Abend und eine gute Zeit. Wieder schauen miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von der Jungfrau-Zeitung. Grüß dich und herzlich willkommen bei Ihrem Jungfrau-Zeitungswetter für den Kanton Bern. Ja, der heutige Freitag hat wettertechnisch für so gut wie jeden Geschmack etwas im Gepäck gehabt. Wechselhaft, gelegentlich nass, aber auch Auflockerungen hat der Petrus uns beschert. Und wie jetzt das Wetter weitergeht, Ihr Jungfrau-Zeitungswetter für den Kanton Bern, das kommt jetzt. Ja, der Alpenraum liegt weiterhin in einer westlichen Grundströmung, gesteuert vom Tiefdruckgebiet über dem nördlichen Europa, fließt am Samstag kühlere und in der Höhe vorübergehend eine etwas trockenere Luft zu uns. Ja, am Samstagvormittag starten wir mit einem Mix aus vielen Wolken und ein bisschen Sonne. In Frutigen starten wir mit 2 Grad, in Interlaken mit 3 Grad und in Bern mit um die 4 Grad. Am Nachmittag da finden wir das Wetter auch nicht mehr komplett neu. Abgesehen von ein paar Tropfen geht der Samstagnachmittag vorwiegend trocken über die Bühne. Flocken von kennen sie ab rund 1000 Metern. Und auf den Bergen da geht ein starker Westwind. Ja, am Sonntag da lohnt es sich ausnahmsweise der Wecker zu stellen, denn nach einem freundlichen Start nimmt die Bewölkung wieder zu und es kommt Regen auf. Und in der Nacht auf den Montag sinkt die Schneefallgrenze auf 800 bis 1000 Metern, in manchen Tälern zum Teil auch noch tiefer und es geht dann in diesem Stil in der Woche wechselhaft weiter. Ja, das war schon wieder Ihr Jungfrau-Zeitungswetter für den Kanton Bern. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und einen super Start ins Wochenende. Ade miteinander.